En daar zoals gym night en Straffordville bij de public shoulder. En zin en klok 5 var de choir practice, all day wat we zijn en man irgendwie nog goed lijken naar te komen, dat is nog gelegenheid, zodat zin en klok 5 de choir practice. En dan klok 6 die bedstund voor de ganze familie. En dan viertens, wir haben die Uwensversammlung, die kommen ab, von dieser Weg Donnerstag an, Donnerstag, Freitag, so ist Tag 7, in Sinn und in Sinne Tag 6 aus. In Sinn und Freitag in Sinn und, was dann nur erreicht sind für Lehrerschaft, so, in für all die, wat de feilen dat God beroepen dat om God nein, wat u interessiert zijn, dat is voor al die ook. Maar ze vragen als je willen zijn voor die wat de wereld komen, dus dat eten wat doorgesteld worden, die daar niet eten met brengen. We vragen als je die noemen opschrijven wanneer die willen komen, daar hingen banners en beren, hoe je noemen kan handschrijven, zodat ze weten voor hoeveel eten rijdt te merken. So, du verbeten, Richard Owen Roberts wat kommen und hier die Andachten bringen. So waren der Weikens zweiten Hand, Donnerstag so ist, Freitag so ist und Sonntag so ist. So wir beten, dass Gott was die Menschen mitbringen, was er segnen. Und dass Gott den Redner was reinmerken und dass die uns was reinmerken, dass wir wollen annehmen, wat God ons te zijn heeft tegen. Dan weer voorwaarts kijken, dat is november en 8 aan de date night. Dat is in Brownsville bij de hall, kijk door het laatste jaar weer. Daar ik doe voor een paar lied. En die moet ook op zijn, dus ook een papier uit, zodat op zijn, weer de bloemen net te komen. En demonstreren wir al telt zum daten, aber wir waren helemaal teltet, so kijk nou maar wie al 50 oder noch mal ein Jahr befriedigt zijn, wie kunnen gaan daten. So dit is een gelegenheid, en dat is in Brownsville bij de hall, door kijk hoe dat te jaar wie en die, ik kan het betreden, de Lehrerschaft wordt erreicht, dat de vrijdag van klok 9 tot klok 32 en krijg ze zin und. Vrijdag en zondag van klok 9 tot klok 32. En dan de plan om een frisch het Foonburg te merken met de beelden erbij waren. So, die waren de vrouwen, was die willen een appointment merken, dat is van deren. En nächste zondag Hallenburg wordt dort aan de feuer zijn. So nu de die zondag, zal je door hangen een appointment merken met haar. En dan zij komen een beelden nemen en waar we de Foonburg topstaan met de beelden erbij. Dat is veel beter waar we dat gaan. En dan checken we weer naar de Foonles en we zijn de noemen, we weten gleich wer het is. En dan waar we een beeld gaan, dan zullen we zijn wer het is en dat is zeer veel beter. So, dat een appointment merken met Hallen, zum beelden nemen. En ik geloof dat wat hier bij de kerk zijn, we aanwezig dat een appointment met om haar zum beelden nemen. En dan is de nieuwe adres en phonenummer voor John en Martha Tiekschop, dat is de band dat in Doppen maken. En dat ik aan de phonelist ändern. En dan zijn de Operation Christmas Child Boxes, die zijn ook wat te hand, so voor die wat, die willen wat Wahrscheinlich für die armen Menschen, dass sie Gelegenheit durch, so die sind durchgehauen, so wie immer, wer kann sich da durch mitnehmen. So. Das sind alle bekannt merken, die sind froh, dass Wilfried Teckler hier sind, uns zu dienen mit Gott sein Wort. Henry und Tina sind nach Leamington gefahren, die dort dienen und von deren Klakpivien und haben die mal dort und die luden uns das Zeug an. Door kan te komen, zo we allemaal wel van de ontelijk 5 zo's.
Bij Leamington, dat is bij de, weet niet, GMI building. Wanneer je al weten hoe het is, kan je voelen, dat is wanneer die verlengsten drive waren, in de Leamington gaan, doet zij bij die Leamington zijn, dus een bypass wat er deed, dan blijft bij ons 77 waren en rechts draaien, dan doe je een de lijn bij de zaaste. Marseille Road saß, als du links drehen und das Schutz du, wo je meest wird sein, wenn du durch links drehen, du hast die Building so von irgendwer, weil du hamfahren, dort so das erst Adam vor nehmen und dann und 77 rauffahren, da würde links sein, und dann bloß bei der saßte Road und rechts drehen, so das Schutz du, je up to speed sind, dann sei je all du. Zodat wanneer die van de hamfahren naar kan ik me voelen naar Ben naar Pastor Henry for directions. So we hebben onze hebt dan een in gebed Gott aanloeden hier in onze med. Voor den Himmel we komen van der vanmiddag voor die heljet aan die zegt. We danken die voor deze schönen dag die die gemerkt hast. We danken die voor ons nog wat leven schenken her. We danken die voor die Gelegenheit, dass wir uns gegeven hast, hier nach waar Töp te komen, dan dat is toch dienig genoeg dat we hier nach waar Töp te komen zijn. En haar we danken dir voor de vrijheid en land, dat we daarvan zo vrij Töp kunnen onversteerd worden. Haar we danken die van de regering. We beten dat we dat vereend, dat die in het wijzen roet geven, dat zij doen alles eraan, dat die dat gevallen heeft. Haar we beten dat die in het wijsheid geven, wijsheid van boven haar. Jacht die en verlang het land heraan, zoals het raag is haar, nu dien woord nog haar. Moest die ons helpen dat we het niet doen zijn, dien woord dat ons bevelen, dat we zelf van je bidden. En we weten dat je veel wijsheid en veel roet en veel gebed had en alles eraan. En dus wel zoveel aardig is haar. We danken die van je en we bidden dat je het wil beschützen, dat je de families wil beschützen. En dat zij weer willen reich arbeiten, Herr. Herr, we danken dir für diesen Platz, dass du für uns versorgt hast, wo wir uns versammeln dann. Herr, Herr, das Gebetshaus, das Diensthaus. Herr, we danken dir für das schöne Ware, was wir haben. Und Herr, musst du hier an unserem Mäd sein von uns Morgens. Wir beten erstens für die Sinnerschulen, Herr, für die Erwachsenen, für die Kinder, musst du mit jeder Lehrer sein, musst du begleiten mit ihnen, der ist, Herr, dass dien wird gelehrt worden und dass die Kinder kann abgebiet werden und getrost werden und gestärkt werden. Und so beten wir für Pastor Wilfried, Herr, wenn er dien wird mitteilen lässt, ich bete, dass die ihm gefallen mit ihnen, der ist, ich bete, dass die ihm Freudigkeit geben, dort fertig was du ihm hast und was gleich, Herr. Herr, ich bete, dass die uns so schreit merken, Herr. Ich bete, dass die alle Verstehungen beschweichern hier von uns Morgens, sodass wir würden abnehmen, was du uns zu sein hast, Herr. Musst du uns lernen und führen. Und wir wollen dir danken für alles, was du hier von uns Morgens verstanden, Herr. Wir sind gekommen und von dir zu hören. Und du willst, Frau, wie aus du unsere Worten vorbereiten, dass wir unsere Gedanken und Ohren und die richten, en luten dien wordt en ons wat nangoen en haar ik weet ook dat die ons wil helpen dat we worden gehoorzaam zijn wat immer die ons reden des haar we danken die voor die woord we danken die voor die deiner welvried dat hij wel ons dat hij ons van der ons morgens met die woord te deinen en ik weet dat die ons schrikkelijk zijn want hij kamp met deel dit beten we in Jezus zijn noem amen zo als ik teasen wat ons komt aan die zanklein. We draaien nu 51. Selige Gewissheit. 51 in de DJ gezangpieken. Selige Gewissheit,
Zeit, Jesus ist mein. Nun kann es richtig des Lebens sich freuen. Wird des Himmels ewig beglückt, wie schon der Vorschmack von ich entzückt. Dies ist mein ewiger Jubelgesang. Jesu mich preist mit freudigem Drang. Dies ist mein ewiger Jubelgesang. Jesu mich preist mit freudigem Drang. Süße Ergebung, himmlische Freud, ist man dem Heilande völlig geweiht. Göttlicher Friede füllt meine Brust, seine Gebote sind meine Lust. Dies ist mein ewiger Jubelgesang. Jesu mich preist mit freudigem Drang. Dies ist mein ewiger Jubelgesang. Jesu mich preist mit freudigem Drang. Selige Friede, herrliche Rast, Jesus bewahrt mich und trägt meine Last. Glücklich verdessen, sicher darf sein. Jesus gehörig, Jesus ist mein. Dies ist mein ewiger Jubelgesang. Jesu mich preist mit freudigem Drang. Dies ist mein ewiger Jubelgesang. Jesu mich preist mit freudigem Drang. Guten Morgen. Jetzt sind das schon als mich. Ich bedoel dat een beetje. Wegens wie haben de laatste week al 3 dagen onder Schnee gehad en die had niet gehad. En einer schreibt mir in Facebook, wie kann das huilen? En wie freuen uns für jeder Drap Schnee, was darauf kommen wird. En was uns noch sehr schön gehen wird, en wo wir verdanken en ons bedanken willen für jullie gebeden ist, dat fehlde 2 Wege, nicht ganz 2 Wege und 6 Jahre, was wir letzte Mal, wir können unsere Citizenships aufholen. So, wir sind eine Krax in der Knall aus die. Kaffee trinke ich auch noch. Und Mathematik, hat mir gedacht, kriegst du wieder. Und vielen Dank für Ihre Gebete. Ich weiß, viele von Ihnen haben zu viel gebeten und uns ist das viel wird. Und wir sind Gott dankbar, dass nur 6 Jahre beten und fasten und vertrauen, Gott uns die Canadian Citizenship gegeben hat. Wie viel von Ihnen haben Gott seine Herrlichkeit gesehen? Oder wie viel haben wir von Gott seine Herrlichkeit gesehen? In Markus Kapitel 9, Vers 1 bis 10, du redest dort von Gott seine Herrlichkeit. Und Christen haben dort große Verrecht, dort wir können Gott seine Herrlichkeit erleben und sein.
und nicht der andere Menschen. Und dort sagt er, und er sagte Jesus, ich sage Ihnen die Wahrheit. Hier stehen einige, die den Tod nicht durchmerken wollen, was sei, dass Gottes Reich Hand seine in Kraft komme. Am Tag nimmt Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich auf einen hohen Berg ab, wo sie allein wären, und durch verehrt ward er mit einmal verwandelt. Sie nicht leider war der Wett aus Schnee, sie wird aus kein Wasser, ob ihr da waschen kann. Dann kam Elia mit Mose durch und unterhält sich mit Jesus. Petrus sagte Jesus, Herr, dort ist Geld, dass wir hier sind, weil wir hier 3 Böde abstahlen, eine für die, eine für Moses und eine für Elia. Und er ängstigt sich, dass er nicht weiß, was er sagen soll. Dann kam eine Wolke über Erd, so dort sei im Schotte wäre, und in der Wolke seht eine Stimme der Erd. Das ist mein Sehen, der mein Leib deut, was er sagt. Sie kickte sich kurz an, weil sie sagen sonst keine Meier, wie Erd aus bloß Jesus. Als sie vom Berg raufgingen, befahl Erd, dort keinem zu sagen, was sie seine hatte, was die Menschen sehen, wird vom Deut abgestohlen sein. Sie hielten sich dort für sich selbst und führen sich untereinander, was dort vom Deut abstohlen meinen können. Das ist ein wunderbarer Text. Und das ist ein gutes Ding. Wenn wir seine, können wie herrlich Jesus wirklich ist, was dann? Wie viel Sorge wird wir dann haben? Wie viele Sachen wird in der Welt durchgeschafft worden? Wie viele Dinge wird wir anders sein, wenn wir Gott seine Herrlichkeit immer für unsere Augen haben? Der Jünger mit einmal dachte, und sonst nicht, als bloß an diesem herrlichen Moment, was sie hatten. Und wenn wir uns auf Gott vertrauen, dann wollen wir keine sein, dass wir uns um keine Größe oder keine weltliche Dinge auf diese Erde brücken. Wir haben tussen ein Hüschen hängen, und da kommen jeden Tag, so steigt ja 20, 30 Fehl in Frete durch, und der satt da auf dem Baum, beim Fuß beim Fehlklotje, und die singen und die loben und preisen Gott, und ich kann noch keinen von diesen Fehlen sein, oder beobachten könnt, dass einer von diesen würde sagen, was wollen wir mal gefreten? Keiner von denen sagt sich darüber, wo wollen sie danach schlupen. Keiner von denen sagt sich darüber, was wird morgen sein. Und Jesus sagt, sei je nicht mehr wird aus dem Schwarm Spatze. Wir brauchen uns am nicht sagen, wir können ganz auf Gott vertrauen. Jesus nimmt Petrus und Johannes und Jakobus mit, mit ihren Töpfen zu beten. Ist dort nicht ein wunderbares Ding? Wir jeden würden eigentlich auch diese Gelegenheit haben, mit Jesus Töpf apart gehen und sagen, Jesus, wir werden mal Töpf beten. Nicht so? Petrus und Johannes und Jakobus haben diese Gelegenheit und sie gingen mit ihm auf einen hohen Berg ab. Und da wollen sie beten. Und wenn wir mit Jesus apart gehen, dann irgendwo haben und beten, Gott rettet uns. Und er will haben, dass wir zu ihm reden, und er will haben, dass er zu uns reden kann. So diese Gemeinschaft, diese Gebetsgemeinschaft, was Jesus mit seinen Vater hat, und wo er seine Jünger mitnehmen, die ihn lehren, weil sie sollen das Gebetsleben führen, das ist wunderbar. Und wir sollen lehren, weil wir können diese Gemeinschaft mit Gott aufrecht erhalten, und je mehr wir apart gehen und mit Gott taub sind, wo wir mehr und mehr von Gott seine Herrlichkeit kennenlernen und seine kennen. Und das ist, was der Apostel damals konnte. Der hatte diese Gelegenheit, und sie gingen mit. Und sie sagen Dinge, und sie sagen, wo sie überhaupt sich mit gerechnet haben. Sie hatten nicht nur mit gerechnet, dass sie würde am Berg abgehen, und damit einmal Jesus wird verwandelt worden. Und da mit einmal Gott seine Herrlichkeit über alle wird draufkommen, da wir klar über Dach.
Wenn das sagt, nur Herr, dann kommt eine Wolke mir entschorte. So dort wie immer da, und sie sagen, Gott seine Herrlichkeit draufkommen. Und dort ist, wie kann das dort gar nicht feststellen, wie wunderbar und wie herrlich dort wird ja sein. Und sie werden durch und checkte sich das Ganze an. Wenn wir mit Gott wohnen, wenn wir im Jesus wohnen, dann wurde dünn Eck von Gott Sache sein, wo wir vorher nicht mit gerechnet haben. Und ich glaube, jeder Christ erlebt Dinge mit Gott, wo er vorher nicht mit gerechnet hat. Ich einmal hans da und ich sie mir sicher, du auch. Die 3 Jünger hatte Gott seine Herrlichkeit von ganz dicht bei miterlebt, von ganz dicht bei gesehen. Jesus hat das schwor und Jesus hat das große Verlangen, ein paar Tage im Gebet, und er will diese 3 Jünger mitnehmen, dass er sein soll, was Gott und wie groß Gott seine Herrlichkeit, wie und wie Gott seine Kraft wird draufkommen über ihm. Und er hat vorher gesagt, in Vers 1, sagt dort, hier steht einzige von Jünd, die waren nicht dem Tod durchgegangen, aber sie waren Gott seine Kraft und Herrlichkeit raufkommen sein. Dort werden diese 3 Jünger, die sagen dort. Die sagen, wo Gott seine Macht und Kraft raufkommen über Ernst und über Jesus. Und was Gott versprochen hat, was Jesus sagt, dort hält er an. Jesus ging apart, er ging dem Vater, wenn er hat das sehr schwor. Und was wir dort, was Jesus sehr schwor, merkt dort, Jesus merkt das sehr schwor, er weiß den Weg, was er zu tun hat, er weiß, dass das Kreuz meistens bei ihm wir, oder er meistens bei dem Kreuz sein, und er sagt dann all meine und deine Sünde, was er wird machen, auf dem Kreuz mitnehmen, auf dem Kreuz knapp und durchhängen und verstorben. Er sagt dort, er weiß dort, was kommen wird. Und deswegen hat er große Verlangen zu beten. Wenn du und ich das vorhand, ist dort nicht die Zeit, wo wir ganz am meisten beten. Und woran will wir dort dann immer leicht haben, woran soll das dann immer schein gehen, woran soll alles fun sein? Wenn je mehr fun wir haben, je besser uns das gehen, je weniger gehen wir im Gebet ab zu neues Feld im Herrn Jesus Christus. Und wenn wir die schwere Zeit durchgehen, je mehr beten wir, je mehr Gemeinschaft und je mehr sei wir, weil Gott seine Herrlichkeit ist, und wie seht ihr, ob er dann dort leichte. Aber in der schweren Zeit, in dieser Gebetszeit, was wir durchgehen, leben wir ganz am meisten, und du warst wie im Glauben an dem Herrn Jesus Christus. Und dort ist, was die Jünger sein können, will Jesus die Sache vor Gott bringen. Während Jesus bet, wird er verwandelt. Sogar Jesus seine Kleider waren so wett als Schnee. Nicht bloß, dass Jesus sich verwandelte, sogar seine Kleider verwandelte sich. Und das ist interessant, weil Gott seine Herrlichkeit, wenn der auf einen Mensch abkommen wird, wird das schienen. Wir lesen im Alten Testament, als Mose 40 Jahre auf dem Berg war, und mit Gott Gemeinschaft gehabt hat, als er vom Berg raufgekommen ist, sein ganzes Gesicht dacht. Ist das nicht wunderbar? Als wir mit auf der Zeremonie waren, wo wir unsere Citizenship kriegen, kam eine von unseren Dachten und sagte zu unserer Tochter, die Gesicht in die Ehe schien. Ja, sagt meine Tochter, das kann sein, wenn ich sie Jesus Christus kennt. Dort ist, was passiert, wenn wir eine Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Dort die Menschen in uns, wenn sie uns angucken, dass sie seine Kinder, das sind Gott seine Kinder, das ist eins was anderes. Diese Menschen haben eins was anderes, hier ist eins was anderes in diese Menschen. Und dort ist, was passiert, als Mose vom Berg raufkommen, und du 40 der Gemeinschaft gehabt hat mit Gott, dann schien sein Gesicht. Die 3 Jünger können ein Bild von Gott seine Herrlichkeit zu sein kriegen. Wenn wir im Jesus wohnen, dann wollen wir staunen über Dinge, was Gott tut. Wenn wir im Jesus wohnen, dann wollen wir die Sache anders sein, als wenn wir nicht im Jesus wohnen. Wenn wir im Jesus wohnen, dann checken wir von der Perspektive, was Gott checkt, und nicht wie als Menschen checken. Mit einmal sind Elia und Mose du auch.
We wisten de Jünger dat Elia en dat Mose wären. Weens Wort könnte sei dat sein, wer diese zwei Menschen wären. Und wir können uns vorstellen, wer sich wohl gewundert haben, ich wie bloß Jesus durch, und die fängt unter Tage, die nicht leider fangen unter Tage, es wird auch Schnee, und mit einem muss dann stehen noch Mose durch, und steht noch Elia durch. Weißt ihr was? Mose repräsentiert das Gesetz. Dort wird erfüllt mit Jesus Christus in Tod am Kreuz. Und Elia repräsentiert die Gemeinde in der Himmelfahrt. Elia wie der Jansja, wird mit dem Bogen im Himmel vorgedeiht. Und so als Elia damals im Himmel vorgedeiht, so wurde du und ich, und so wird die ganze Gemeinde im Himmel vorgedeiht. Dort präsentiert Elia, Mose präsentiert das Gesetz, und Elia präsentiert Gott seine Gemeinde. Und was liegt diese Jünger hier? Was können die Jünger von das mitnehmen? Sie können sein, dort nur dort, auf diese Erde, wenn wir hier sterben, dann wird ich mal das Beste einkommen. Und ab dort checken wir Fahrerweich, und wenn wir ab dort checken, dann wollen wir uns freien für dort, was Gott deine Wort. Der ganze Himmel wird an das Kreuz interessiert. Der ganze Himmel konzentriert sich auf dort, was nicht passieren wird. Niemals vorher und niemals nachher wird die Perspektive so hoch und so groß und so stark auf diese Welt gereicht aus, in dieser Zeit, wo sich der ganze Himmelreich auf das Kreuz konzentriert wird. Und das sagt du in Lukas Kapitel 9, Vers 31, da wäre in Herrlichkeit gekommen, durch über zu reden, wie nur Gott seinen Welle in Jerusalem sterben soll. Dadurch kamen Elia und Moses, sie kamen mit Jesus darüber zu reden, wie am Kreuz in Jerusalem sterben soll. So, Jesus Christus wusste das vorher, aber sie kamen nochmal, ich glaube, sie kamen nochmal zu Jesus und sagen, weißt du was, der Titel wird schwer sein, das wird ein sehr, sehr schwerer Kampf sein, aber jaff nicht ab, go vorwärts. Nimm das ab die und dort. Der Welt wird gerat worden durch dich. Und wenn wir in Not sind, wenn wir die schwere Tide gehen dürfen, Gott ist mit uns. Und Gott, der tröstet uns und der hilft uns immer weiter, Bibelvers oder der hilft uns Menschen, die uns abrichten dürfen, wenn wir die schwere Tide gehen dürfen. Der Jünger, der hat das Ganze nach rein ganz falsch abgeführt. Diese Jünger, die wissen noch nicht mal, was das Ganze sich handelt. Der Jünger schleift bei, dass er wieder meistgleich angeschluppen. Verlangen wir hier für immer auf dem Berg zu bleiben. Mensch, dass wir hier, das sei rastig, sei Fan. Und sei sagen, weißt du was, Jesus, hier ist Geld sein, weil wir hier bleiben. Wir wollen eine Bild für die Böhe, eine wollen für Mose Böhe, eine wollen für Elia Böhe, und dann haben wir hier ein gescheitertes Leben. Was hältst du davon? Jesus sagt, nichts zu Eva. Und Jesus, der Grund ist gar nicht, was habe ich bloß für fleischliche Ideen? Jesus redet mit ihm und sagt ihm, weißt du was? Wir machen vom Berg rauf. Wenn wir auf dem Berg bauen sind und durch diese Begegnung mit Gott gemerkt haben, du merkst uns reit für den Dienst. Er merkt der Jünger reit am zu dienen. Und als sie vom Berg raufkommen, dann gehen sie im Trübel nennen. Und der Dienst, für was Gott der gemerkt hat, dem können sie kurz praktizieren, als sie vom Berg raufkommen. Das heißt, am nächsten Tag zum Morgen, als sie vom Berg raufkommen, der wird die ganze Nacht über auf dem Berg bauen. Meinst du, der hat danach über geschlupen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat danach über gebet. Der hat danach über Gott gesagt, Gott seine Gegenwart hat er durch die ganze Nacht über gesagt. Und das sagt in Lukas Kapitel 9, Vers 37, als sie vom Berg raufkommen, wird der Unge ein besetener Jung. Das besetener Jung, der konnte nicht reden, der war stumm, und der war vom weißen Jäst gequält, und der war im Viernen geschmiert, der war im Boden geschmiert, und verschiedenste schwere Sachen hat der Vater auch mit dem Sehen erlebt. Und dann sagt der Vater zu Jesus, halb uns, wann du kannst. Jesus sagt, wann ich kann? Und wie deine Völker reinkriegst, ist das Vater nicht. Halb uns doch, wann du kannst.
Jesus fragt, wann er kann. Dort wir rennen keine Frau, als er kann oder dich kann. Dort wir rennen ganz klar, dort er kann. Der Jünger, der hatte versucht, das ein bisschen jetzt auszudrehen und der kann das nicht. Und nachher fragt der Jünger Jesus, wenn's Wort kann wir das ein bisschen jetzt nicht auszudrehen. Und wenn's Wort kann Jesus dort, oder wenn's Wort hat Petrus dort könnt, oder wenn's Wort hat Jakobus oder Johannes dort könnt, wenn's die hat eine Gebetsgemeinschaft gehabt mit Gott. Und Jesus sagt, Söhne jetzt das, die gehen bloß durch Gebet auszudrehen. Dort geht bloß dann, wenn wir ein intimes Gebetsleben mit Gott haben, dann kann so eine Sache dort passieren. Und dort ist, was er begegnet hat, als sie von Bauch raufkommen deuten. Wenn wir von Bauch raufkommen deuten, wenn Gott uns gemerkt hat, für den Dienst, du kannst mit schwierigen Situationen rechnen. Aber weißt du was, mit danach rechnen kannst, du kannst mit Gott seine Kraft, mit Gott seine Heiligkeit, mit Gott seine Autorität kannst du rechnen. Gott sagt, hey, erst mit uns. Hij geht mit uns und kijkt denkt, wat passiert het, wat uns begegnet het, hij is mit uns. Und hij wird uns die Kraft geben, was wir brauchen für jede Situation. Der Jünger musste vom Berg rauf, um Menschen zu helfen, was Not wäre. Und wir brauchen nicht so lange sicher, und nicht so lange rumfragen, wie viele Menschen, was Not sind, was in schwierigen Situationen sind, Menschen, was leiden, Menschen, was krank sind, Menschen, was sicher tun, und wenn sie uns antreffen, wenn die antreffen, wenn die mich antreffen, dann finden sie die Lösung, dann finden sie Jesus. Amen. Wenn ein Mensch die antreffen hat, und er ist im Trouble, dann trifft er eine Lösung für seinen Trouble, wenn du Jesus Christus mitbringst. Wo immer du hingehst, wo immer du bist, du hast immer Jesus Christus mit. Wenn Jesus hat gesagt, ich sehe mit dir, kriegen dein, wo du bist, wo du das, ich sehe mit dir alle Tage, solange ich gelebt wurde, und bald ich weiterkomme. So, wo wir hingehen, als Christen, du hast Jesus Christus mit uns mit. Hey, als du, wir haben ihn mit, und wir können diese Menschen Jesus Christus präsentieren, kriegen den, wo das ist. Wir müssen dort wiedergeben, was wir gekriegt haben. Jesus Christus gibt dort wieder, was er vom Vater gekriegt hat. Und er sagt mir einmal, ich sage Ihnen bloß dort, was ich vom Vater gekriegt habe. Oder was der Vater mir gesagt hat, dort, was ich Ihnen sage, und dort, was ich tue. Und dort, was wir gekriegt haben, dort ist an uns, dort wiedergeben, dort wieder Menschen dort bringen, dort geben, was wir von Jesus Christus gekriegt haben. Wie schwer, wie schwierig ist das für uns, Menschen für Jesus Christus zu geben, alles abzugeben, alles handzugeben, um Menschen dort zu geben, was wir gekriegt haben. Das ist ein schweres Ding. Und der Jünger dachte bloß an sich selbst und ihre Gemütlichkeit. Mann, wie will das doch mal gemütlich haben? Lot diese Menschen da unten, was da unten am Bauch sind, lot sich doch alle weiter. Mose soll hier bleiben, Elia soll hier bleiben, du sollst hier bleiben, und wir drei auch, dann sollen wir hier saßen, haben wir ein gescheidet Leben. Sie dachten bloß an ihre Gemütlichkeit, bloß wie Geld sie das wollen haben. Sie wollen dort Geld und das gemütliche Leben genießen. Petrus will 3 Häuser bauen. Und das ist viel leichter, ein Haus zu bauen oder eine Kirche zu bauen, als Menschen zu gewinnen oder eine Gemeinde zu leiten. Das ist viel, viel, viel leichter. Und sie wollen das Leichte. Sie wollen die Häuser bauen und sie wollen das leichte Leben führen. Aber was Jesus Christus will von ihnen, Jesus Christus hat einen Dreh gemerkt für den Dienst. Nicht um durch Häuser zu bauen und auf dem Berg zu leben. Jesus hat einen Dreh gemerkt, um vom Berg rauf zu gehen, diese Menschen, die im Trouble wären, diese Menschen zu helfen. Diese Menschen durch zu raten, wo sie banden wären. Und Jesus, der hat die Dreh gemerkt, um Menschen durch zu raten, wo die Menschen banden sind. Jesus Christus hat die Dreh gemerkt, die Arbeit zu tun, was er für die Reihe gemerkt hat. Und die Arbeit, was du tun sollst, die kann kein anderer tun. Weil Jesus hat keine 2 überreine Menschen, die sie abgesagt. Die Arbeit, was ich tun kann, die kannst du nicht tun. Die Arbeit, was du tun kannst, die kann ich nicht tun. Aber alle Typ, aus Gemeinde Jesu Christi, aus seinem Körper, aus seinem Body, macht wie alle Typ an diesem Beotragen in Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus bringen.
Als Petrus und Johannes und Jakobus da wären, sie kriegen die Himmelsbotschaft, krieg du. Als der Waldgeber entkam, sagt er du, dann hätte sie eine Stimme, die sagte ihnen, das ist mein Sinn, was ich lebe. Das dort, was er ihnen sagt. Ganz einfach, der Botschaft war nicht lang, aber der war klar verständlich. Und da hatte sie für das ganze Leben unterkämpft und zu arbeiten, dort zu leben. Und wenn wir Jesus Christus seine Botschaft gehört haben, und wenn heute uns sagt, das ist mein Leiber sehen, dem ich lebe, das alles, was er uns sagt, dann hat er uns das hier durchgeschrieben in sein Wort, was er uns zu sagen hat. Und dann habe ich zu handeln, dann habe ich zu leben. Die Botschaft, was sie vom Himmel kriegen, die wir, dass sie sollen horchen, was Jesus Christus zu ihnen sagen. Horch, wenn Jesus Christus die abfordert hat, dass Jesus gerat wurde. Horch darauf, wenn Jesus Christus die abfordert hat, dass Jesus in deiner Sinne, dass Jesus den Dienst döne. Horch darauf, wenn er die sagt, lass die Deipe. Horch darauf, wenn er sagt, du sollst Menschen in Licht sein, in Zeugnis sein, in Säule für Jesus Christus gewinnen. Was sagt Gott zu dir? Was sagt Gott, was wir tun sollen? Wenn Gott dir was sagt, dann go und tu dort. Amen. Wenn Gott dir was sagt, dann go und tu dort. Menschen, die vielleicht nicht verstehen, die Schwester, die vielleicht nicht verstehen, vielleicht nicht mal die Prediger, die verstehen, aber wenn Gott dir was gesagt hat, dann go und tu dort. Wenn's dort ist, was der Stamm sagt, was vom Himmel kommt, Gott und tu dort, was er uns sagt. Und wenn Gott uns was sagt, dann bitte wir gehen und tun dort. Als uns das möglich ist, als uns das gefallen hat, ob uns das schön hier ist, oder als uns das leicht ist, oder schwer ist, das ist ein Ding. Go und tu, was Gott dir sagt, was du tun sollst. Jesus Christus kam rauf auf diese Erde. Er wurde aus einem armen Kind geboren. Er lag im Bethlehem, im Stall, in der Födergrab. Dort wird der Sinn Gottes. Und durch kam Gott seine Herrlichkeit in der Grab nennen. Und die Menschen sagen dort nicht. Und dann kamen die Menschen von weit auf. Kamen an und sagten, wie kommen am Unterbeten. Das, was da geschrieben steht. Sie kommen am Unterbeten. Menschen, die nicht von das Volk Gottes wir. Die kommen am Jesus Christus Unterbeten, am zu loben, zu preisen. Die Menschen sagen das nicht, was das sein soll, aber Menschen, was wir vielleicht würde sagen, die können dort nicht sein, die sagen das. Und viele, viele Menschen von der schon Tag, die loben und preisen und danken Gott. Für seine Herrlichkeit und für all das Gute, was Gott tut. Gott tut große Wunder. Und wenn wir in der Welt angucken, und wie viel Gott tut, wir wollen uns verwundern. Ein Prediger vertelt, dass er in Ägypten eine Crusade hat, bitte wieder Tausende Menschen hier warst. Und die Menschen wurde das Evangelium klar und deutlich gepredigt und gesagt, das ist dort, was die Döne hatte, am Jesus Christus unternehmen, am geraten worden, und jemanden ihr Leben abgeben, am Jesus Christus unternehmen, und alles, was du mitbringen können, dort verteilt der Prediger den alle. Und dann fragte, wer von ihnen sind bereit, ihr Leben abzugeben und Jesus Christus aus ihrem persönlichen Herrn und Retter unternehmen. 7000 Menschen standen ab. Der Prediger sagt, das geht nicht. Sagt ihm, oder Dol, ihr habt bloß gar nicht verstanden, was ich hier gesagt habe. Und der sagte sich, Dol, und dann hat er nochmal, den ganzen Heilsplan, der ich konnte, kriegt, was das alle meint, wenn sie Jesus Christus annehmen, was das zu bedienen hat, und was das mit sich bringen hat. Und als er das nochmal lang und breit erklärt hat, dann sagt er, wer das nur wirklich so meint, und reit als sein Leben Hand zu geben für Jesus Christus, der soll abstehen. 8000 Menschen standen ab. Weißt ihr was? Das Prediger sagt, das kommt das ein Wunder sein. Und das ist ein Wunder.
Aber Jesus Christus, der war sich groß und stark und mächtig bewiesen. Meinst du, dass wir diesen Peter seine große Macht, wo diese 8000 Menschen davon überzeugen, dass sie Jesus Christus annehmen? No, das wir nicht der Peter. Dort wir der Heilige Geist, wo die Menschen nur Jesus Christus tragen. Und wenn wir im Geist wohnen, dort trägt nur Jesus. Dort trägt nicht nur dem Fleisch, dort trägt nicht nur der Welt, dort trägt nur Jesus. Und sehr, sehr viele Menschen von deutschen Tag, die wurden gerat. Wir hatten diese Weg in Vorlied zu Jast, Ölkenier, war der geborene Christen. Und wie sage ich, für die Ölkenier, dort sind nur die, und das sind verlorene Menschen, die leben in Religion, in Gesetze, in Regeln. Aber weißt du was? Diese Lied, ich kann Ihnen sagen, die sind um Feuer für Gott. Die sind um viel für Gott. Und er sagt, ich habe ein sehr, sehr großes Verlangen, dort viele plottische Menschen, wo die Rat wurden. Und ich habe großes Verlangen, noch viele plottische Menschen, diesen Jesus zu präsentieren, was ich habe getan gelehrt. In der Früh auch. Großes Verlangen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und dort ist was passiert, wenn der Gottes Kraft auf den Menschen nachkommen wird. Wenn Gott seine Herrlichkeit draufkommen wird, auf uns nach, dann passieren große Dinge. Und Gott hat große Sachen noch für. Und das hängt davon auf, wo meine Gemeinschaft mit Gott ist, wo stark mein Glaube ist, wo groß mein Glaube ist. Und wie kann Gott darum beten, Gott, macht mein Glaube stärker, macht mein Glaube gratis. Und weißt du was, dann sagt Jesus, den Glaube braucht man so groß sein als ein Sanftkorn. Und das ist ein ganz kleiner Korn. Ans Glaube, was du bedreht, das ist ein Sanftkorn. Dann sagt er, dann können wir beten und Gott wird große Wunder tun. Kleiner Glaube, das ist sehr groß ein Sanftkorn und einen großen, lebenden, allmächtigen Gott. Dort ist es. Das ist was wir brauchen. Und Jesus Christus will. Und wenn er will, dann will er. Und wenn er will, dann tut er. Amen. Gott seine Herrlichkeit. Seine in der Leben. Ich habe uns verbetet, was dort verstanden. Dicht bei Jesus zu sein. Und je dichter bei, je besser jedet. Das sagt man nicht, je dichter bei Jesus sind, je leichter jedet, aber je viel besser jedet. Das meint ich, dass das leichter gehen wird, aber besser. Und je dichter wie mit Jesus gehen dürfen, je schöner ist es. Und je sicher sind wir. Wenn wir weiter Jesus als ganz dicht bei, dann fallen wir uns sicher. Wenn wir fallen Jesus als weit auf, dann fallen wir uns auch sicher. Und Jesus seine Herrlichkeit, die wird draufkommen auf uns, jeder Tag, wenn immer wir am See dienen. Und Jesus ist von dir mit seiner Herrlichkeit hier angekommen. Heute wir euer hier aus denen archivieren, wenn es heißt, alle Wege zu der selbsten Zeit, zu der selbsten Stunde. Und er geht mit uns, rechnen damit. Jesus geht mit dir. Und er will haben, dass wir schienen sollen. Amen. Amen. Ich will noch alle beten. Lieber und allmächtiger Gott und Vater im Himmel, du bist ein herrlicher Gott. Wunderbar. Und wir können uns wirklich nicht vorstellen, wo groß und wo herrlich du in Wirklichkeit bist. Wir können ein bisschen davon sein, wir können ein bisschen davon schmeicheln, wir können ein bisschen davon erleben. Aber das ganze Größte, wo wir erstmal dann wirklich zu sein kriegen, wenn wir schwören, Buhe in der Herrlichkeit im Himmel bei dir sind. Jesus Christus, das ist so wunderbar mit dir zu leben. Das ist so gut mit dir zu leben. Das ist jetzt so schön mit dir zu leben, zu weiter, dass du bist mit uns. In jeder Situation, jeder Trouble, jeder schwere und leichte, frohe und treue Zeit, was wir dich können tun. Du bist immer bei uns. Du hast immer ein Wort reit für uns. Du lädst und führst uns nur deinen Welle. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, dass du so gut bist zu uns. Ich danke dir für jeden, was von dir aus dem Morgen hier ist. Ich bitte dich, Herr, wo du uns wieder führen und leiden, segnen, und dass wir die Siege, deine Herrlichkeit präsentieren zu den Menschen, was Siege deine, dass sie würde Jesus in uns sein, dass sie würde die in uns sein, Jesus. Und ich danke dir für alle gute Sachen, was du an uns getan hast. Ich danke dir, Jesus, nochmals für das Wunder, was du getan hast, und die Gebetserhörer, Gebete, was du erhört hast,
Dat ons hast de Canadian citizenship gegeven. Dankzij dafür, Jesus. Ik wil die dafür de eer geven, die loven en prijzen en danken. Blijf du, kost dat duinen en wie vrij ons tot Herr Jesus. Dankzij voor alle goede zaken, wat du nog uit hast van ons alle. En wie willen zijn, wil du was die herrlich en storch bewijzen, mank ons en in ons. Amen. Amen. Veel dank wel Piet voor die Gottes woord met allemaal ons hier. Lieve Piet en Mary Froze waren en leid zijn hier. Nee. Ik zag dat iemand een vriend toe en Tim Hortons. Ik wil rijden weg gewoon en ging bij hem voorbij en zei, hij is al een beetje door. Hij zat er gewoon zo lang bij hem dash. En dan, oké, ik dacht, hij wil van me vertalen. Nou zei hij, ik wil wat vertalen, ik wil huichen. En dan was die huichen, zei van wat was die reden? En dan zei hij, nu best in verschillende kerken geweest. En ik zei ook. Zei hij, wat hast je geleerd? En ik kon nog denken, wie weer in bed in die kerk geweest, wo van geloven geleerd wordt. So ik zei, wat leefst du van? Zegt hij, die prediger, die wordt niet zeggen wie het komt, maar dat is die prediger net. Nou woont niet. En zo komen we weer de lijn, dat bloos, dat je geloven wat we je raad. Nee, zegt hij, die moet toch komen met die, waar allemaal die trouw die merkt, dat nog happen nemen en al zo wat. Nou, ik zeg, nou dan bek dat op met de schrift. We leren ons dat zo. Dat we dat dort nog alle doen, maar zum eier selber nicht seilig. Sondern ich weiß nicht, ein bekannter Feiertag geben, der wie Johannes 3,16. Das redet bloß vom Glauben. Und ich weiß nicht, zum anderen Feiertag. So sagt er, am besten ist der Katholiken, bloß bekleinen, deuten am besten einmal. Na, ich sage, so sagt das hier gar nicht. Aber ich sage, was hier sagt. Das sage ich euch, dass wir nach all diese Dinge, nach aller Daumen machen. Dass wir auf so eine Burden, das Leute, wir sehen wollen, als, warum haben wir so eine schwere Last auf uns? Wir brauchen gar nicht. Die Botschaft wirkt davon nicht. Warum haben wir so eine schwere Last? Wir brauchen nicht davon, so von der Uhr klein zu sagen, man irgendwelche soll sein. Ich habe es alles geprobt, mit einer eine Gaude bloß nach Proben fern zu leben. Nach vielen Jahren und ich kriege nicht Frieden. So viel, ich im Stall und ging, da hängt all ein Strang gereit, das sagt mir all gut, dann wird wenigstens mal von dieser schweren Last los. Maar irgendwann dann wurde ich einer, hier ist haftig allem Krieg gebracht. Der ist all wahr. Freund, warum so viele Sorgen? Sag, woher die schwere Last, die du trägst von frühen Morgen bis hinein die späte Nacht. Oh, leg sie ab, die schwere Last, die du so lang getragen hast. Jesus, gib Ruhe, wo bist du? Sein Blut
wer für dich und mich. En luid waar ik aan van, zeg nog nu, naar Scholding was als über Berge und durch Täler. Will ich in Sinnen leben, dat often fallen mir bei, dat waar ik in Versprechen gemerkt habe mit Gott. Und wo ich das nicht nur folgen, dat ich sag, dat de Leute kann lernen, dat ich say to God that whatever it takes, wat immer het brukt, ik wil hem nu volgen en waar ik je vallen wil. Es sind bekannt über Berge und durch Täler. Schauen Sie das leid? Dann werden wir das lernen. Über Berge und durch Täler, über Berge und durch Täler, über Berge und durch Täler will ich folgen, wohin mich Jesus führt. Will ich folgen, will ich folgen, will ich folgen, wohin mich Jesus führt. Will ich folgen, will ich folgen, will ich folgen, wohin mich Jesus führt. Weil ich frei bin von der Sündenmacht, weil ich frei bin von der Sündenmacht, weil ich frei bin von der Sündenmacht, kann ich folgen, wohin mich Jesus führt. Kann ich folgen, kann ich folgen, wohin mich Jesus führt. Kann ich folgen, kann ich folgen, kann ich folgen, wohin mich Jesus führt. Seit der Herr mir vergeben hat, der Herr mir vergeben hat, seit der Herr mir vergeben hat, kann ich folgen, wohin mich Jesus führt. Kann ich folgen, kann ich folgen, kann ich folgen, wohin mich Jesus führt. Kann ich folgen, kann ich folgen, kann ich folgen, wohin mich Jesus führt. Oh, mein Freund, heute fragt dich Gott, oh mein Freund, heute fragt dich Gott, oh mein Freund. Heute fragt dich Gott, willst du folgen, wohin dich Jesus führt? Willst du folgen, willst du folgen, willst du folgen, wohin dich Jesus führt? Willst du folgen, willst du folgen, willst du folgen, wohin dich Jesus führt? Nach dem Norden, nach dem Süden, nach dem Osten, nach dem Westen, über Berge und durch Täler will ich folgen, wohin mich Jesus führt.
will ich folgen, will ich folgen, wohin mich Jesus führt. Will ich folgen, wohin mich Jesus führt. Willst du folgen? Nach Neditsche Beke 144. Mein Leben gab ich hin. 144. Mein Leben gab ich hin, vergoss am Kreuz mein Blut, zu sühnen Gottes Sohn, das tat ich dir zu gut. Mein Leben gab ich hin für dich, und was gibst du für mich? Mein Leben gab ich hin für dich, und was gibst du für mich? Ich kam vom Land des Lichts, von meinen Ehrenthron, nahm an mich Knechtsgestalt, Verachtung, Spott und Hohn. Das alles tat ich nur für dich. Sprich, was tust du für mich? Das alles tat ich nur für dich. Sprich, was tust du für mich? Ich trug die Dornenkron, Schmerz, Marter, Angst und Not. Ich trank den bittern Kelch, gehorsam bis zum Tod. Das Sünder, das litt ich für dich. Was leidest du für mich? Das Sünder, das litt ich für dich. Was leidest du für mich? Bitte ich dir an Vergebung aller Schuld und Heil und Seligkeit aus lauter Gnad und Huld. Das alles will ich geben dir, gib mir dein Herz dafür. Das alles will ich geben dir, gib mir dein Herz dafür. Ja, Jesus sagt all je doen, dat is om de zinnen vergeven. So, dat is niet nodig dat we ons aan de zinnen ramdrehen. Hij zegt, wenn wir an de zinnen betalen, dat hij trüen die reich en verjagen ons aan de zinnen. Dan laten we dat aannemen. En wanneer we dat blijven, dan gaan we dat aannemen. Wanneer we am Freitag vergeben en dan dag wieder gaan en slapen met ons wat raam, dan hebben we dat werkelijk leiblich. Jesus sagt, en auf Morgen 3:20, dat hij sterben klap aan, want hij weer deel opmerkt, erin wat heel langweilig. Maar hij wordt zich ziemlich goed lembreid. Wie mag de deel opmerken? En maar wie die worden opmerken, dan wordt heel lang komen. En dan waar we er waar God hij is. So, dankzij voor komen dat alle eigen voor de nächste jaar hoog te blijven.
En ik wil je terug een appointment maken, ten Bella leven, ten Fuhnbierland. Dat is plus deze zondag, en nächste zondag wat je kan een appointment maken. So, dat wel leven, zodat we kan dat Fuhnbier krijgen maken. Voor je dat je dat al hies aan. So, dat wordt nog. De gelegenheid die je lappert hier, dat waar je redt. So, we hebben nog helemaal al te beden. Laten we voor aan hemel, we danken die voor die grote leven, dat die ons zo zijn leven leist, dat die einzeln sehen goes, dem ons de Sinnenschuld aufnehmen, Herr. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du willens wirst, dein Leben abzugeben, unsere Sinnenschuld abzulegen. Und wir danken dir, dass wir dadurch nicht frei werden, dass wir Sieg haben über die Macht von den Sinn, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Ich bete, dass du diese Botschaft an so Worten anschließen, Herr, musst du uns helfen, über nur zu denken. Und ich bete, dass du stehen wird, an unsere Worten wirken, dass wir würden immer mehr so werden als die, Herr. Und Herr, ich danke dir für alle die Dinge, die uns lassen zukommen. Danke dir für Arbeit stehen, wo wir schaffen können. Und Herr, wir wollen die Port von Lot 3 was wir uns hast ankommen. Und ich bete, dass du den Jeweils sehen und dass du das Abhauer sehen, den direkt hier wieder verbreiten, Herr. Das alles beten, wenn Jesus Seelung. Amen. Wir sind